haben das schon getan. Ich bin der Víctor González, ja. Und wir haben uns was ganz Tolles hier einfallen lassen mit unserer neuen Band, Kempes Feines. Machen wir jetzt ganz neue, tolle Musik, Kölsche Musik für den Karneval. Und das, ich glaube, das hatte viel Potenzial, das wird funktionieren, ja. Und wir haben hier uns was ganz Tolles hier einfallen lassen. Ich glaube, es ist schon das zweite Mal. Ich muss auch entschuldigen, meine Deutsch, weil meine Deutsch ist nicht so gut. Mein Kölsch ist besser und mein Spanisch ist noch besser. Ne? Das ist schon mal toll, das ist dreisprachig. Okay, wir haben uns was ganz Tolles einfallen lassen. Und zwar, Niki Kempermann präsentiert Espassen mit Fragen. Ja, das hat sogar gereicht. Und ja, sowas kann ich natürlich nicht alleine machen, weil das sind, glaube ich, so viele Fragen, die Leute uns stellen über die Band. Und dafür brauche ich natürlich unsere wundervolle, attraktive Samanten, Frontfrau, unsere große Chica von der Band. Bitte riesigen Applaus für Nicole Kempermann. Wahnsinn, ja, ich freue mich. Schön, dass du dabei bist, Mann. Ja, ich freue mich viel mehr, dass du dabei bist. Die Show trägt meinen Namen. Ach so, ja, Wahnsinn, ja, aber... Ja, Spaß mit Fragen, Viktor. Das ist spannend. Ich bin ganz aufgeregt. Das wird richtig lustig. Denn wir haben ja unsere Gitarristin, den Tom. Ja, ne? Den haben wir losgeschickt, ja. Damit die Fragen mal einfangen von den Leuten auf der Straße. Richtig, und den haben wir einfach mal auf die Straße, den haben wir irgendwo in Köln ausgesetzt, haben gesagt, wir gehen uns schon mal was trinken und du sammelst Fragen. Tom, bist du schon wieder da? Ja, ich bin schon wieder da. Hey, Tanzenmann, hey, Tom. Der kommt von seiner zivilischen Reisen, oder was? Boah, meine Güte, ist ja kalt draußen. Ist kalt in Deutschland? Oh, unfassbar. Ja. Ich finde, jetzt stellt sich auch ein bisschen an, alles fürs Projekt, ne? Also. Und wo warst du, in Bonn oder in Frankfurt oder wo warst du? Im Moment was? Wo warst du, in Bonn oder in Frankfurt oder wo? Nein, ich war in Köln auf der Hohe Straße. Ah, und? Da haben wir dich. Ja, kalt ist es. Was machen Sachen da? Machen Sachen kalt. Ja? Ja, absolut. Aber das Wichtigste, hast du Fragen einfangen können? Ja, und zwar habe ich 2000 Leute befragt, 2000 Kölner befragt, auf der Hohe Straße, wo es im Moment sehr kalt ist. Ja. Habe ich gefragt, habt ihr denn Fragen an uns, Kempes Feines? Und da war immer die erste Frage, die kam, was ist denn überhaupt Kempes Feines? Okay. Ja, das ist natürlich ein Problem. Okay. Ja, da muss man natürlich auflösen. Ja? Schwierig. Erklären. Also, ja, ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an mit einem kleinen Schaubild. Ja. Liebe Freunde. So. Kempes Finest in Schreibform schreibt sich K-E-M-P-E-S-F-E-I-N-E-S-T. Ist eine Band. Richtig. Wir haben jetzt hier gerade 3 Mitglieder dieser Band. Das ist einmal der Tom, der Viktor und ich. Es fehlen noch 2, die sind gerade auch noch auf der Hohe Straße unterwegs. Die haben wir einfach vergessen. Und wir machen kölsche Musik. Schwierig ist natürlich der Name. Kann man verstehen. Aber das können wir euch ganz leicht erklären. Kempes. Viktor, möchtest du das was zu sagen? Ja. Kempes hatte nichts mit Camping zu tun. Ja? Du brauchst kein Zelt, du brauchst auch keinen Campingwagen. Sondern Kempes ist natürlich der Name von einer ganz wichtigen Person, der große Sheriff. Und ja, Nicole, mach mal weiter hier. Wir machen weiter. Kempes ist nämlich genau dieser Kerl hier. Wir blenden das auch noch mal kurz für euch ein. Aber das ist doch dein Vater, oder nicht? Ja, ist er auch. Richtig. Kempes, seines Zeichens Frontmann der Kolibris, danach der Rabaue und auch noch Erzeuger von mir. Ganz große Nummer. Und ja, wenn man stolz auf jemanden ist, dann sollte man das auch feiern. Und deswegen haben wir uns gemeinschaftlich überlegt, diesen Mann sollten wir in unserem Bandnamen erwähnen. Deswegen Kempes. Ganz einfach. Jetzt kommt der schwierige Teil. Finest. Im Englischen wird es so geschrieben. Ohne E. Ohne E. Bedeutung wäre Kempes Finest, das Beste von Kempes. Von Allerfeinsten. Quasi. Ganz einfach. Da wir aber ja eine kölsche Band sind und kölsche Musik machen, haben wir uns gedacht, wir können ja kein englisches Wort benutzen. Da haben wir ganz clever was gemacht, Tom? Machen wir so. Ja, mach mal. Wir haben hier ein E hingemacht. Ja. Das ist ein Masterplan. Richtig, weil das ist eine deutsche Aussprache, also kaufen wir ein E bei der Glücksrad. Und der Tom hat auch mitgebracht, yes. So, und so entstand der Name Kempes Finest. Yes. Mit einem E, weil es ist ja Kölsch. Ne? Richtig. Ganz einfach, Freunde. So, ich glaube, ihr habt euch das vielleicht gut merken können. Und ja, ich hoffe, dass ihr das behalten und nächstes Mal keine Fehler machen.
Richtig, keine Fehler mehr. Und wir würden uns freuen. Schickt uns auf Facebook, auf Campus Finest, eure Fragen und wir beantworten sie euch. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen fragen. Ich glaube, das ist schon die erste Nachricht gekommen. Ist schon die erste Frage, kommt ja sofort an. Das ist unglaublich. Per SMS, Brieftaube, kann alles Fragen. schicken. Wenn ihr nach dem Sinn des Lebens fragen wollt, können wir euch das mit Sicherheit auch beantworten. Wir versuchen es Dafür zumindest. schickt man den Tom dann halt noch ein bisschen länger raus. Das ist ja gar kein Problem. Bei Ausländerproblemen kann ich euch auch helfen, ja. Ja, richtig. Freunde, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet zu Niki Kempermann präsentiert Spaß mit Fragen. Immer mit dabei. Victor, Tom, vielleicht kommt noch mal die Katja oder der Sebi. Ja. Wir werden sehen. Macht Jod. Dankeschön. Und wir gehen jetzt noch auf die Hose. Alles klar. Tschüss. Nee, nicht auf die Hochstraße. Oh, komm, Geil. ja, komm. Hallo, ich bin der Vitor González aus Madrid. Oh Gott, wo hast du die denn ausgegraben? Ja, sehr schön. So, und dann wahrscheinlich auch noch die Jacke zumachen. Ruf bei Domian Jetzt an. höre ich nichts mehr, weißt du? Bei Domian. Nein, aber jetzt mal, also wir machen dann gleich hier einen auf dieses Bild, ne, weil das ist der Campus und so. Ja. Das ist auch so unendlich. Ja, das sieht gut aus. Nein. Ich denke bei den Bild immer, I want to be free. Ja, und ja, ich habe extra meinen Colts mitgebracht, weil mein Deutsch ist nicht so gut. Der war gut. Eso que un sueño parecido no volverá más. Läuft das Ding noch? Y me pintaba la mano y la cara de azul. Und deshalb habe ich gedacht, Mama, Feines, aber Feines nicht in Englisch geschrieben, sondern mit dem deutschen Akzent, damit man auch Feines. Feines von EI. Das Ei muss immer dabei. So, alles klar. Leck mich am Arsch, ihr habt doch alle einen in der Waffel, ey. Das Ei ist dabei. Ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Also, wir ziehen ihn mal jetzt hier durch. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr für ein Problem habt. Könnt ihr euch nicht mal ein bisschen konzentrieren? Ernsthaft. Wie diese ja, und an die Hände zum Himmel, das kennt jeder, ja. Also, nochmal von vorne auf Anfang und jetzt reißt mich am Riemen. Leck mich am Arsch. Hör nicht zum Spaß hier. Ich zähle bis 3, dann ist hier Karneval.